Hallo und willkommen zurück beim Let's Play von Pokémon Feuerrot Edition. Letztes Mal waren wir hier in Safari-Zone und diesmal werden wir uns zum Arenaleiter wagen. Ich werde das mit einem kurzen Part machen, weil ich leider nicht so viel Zeit habe im Moment. Aber jetzt gleich Lust habe, ein bisschen zu aufnehmen. Ich schaue schnell das Team an, also alle genug hoch. Nein, Spaß. Ja, ich glaube, das mache ich so. Weil da hat so viel Gift-Pokémon. Hallo. Musst du kämpfen? Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obsiegt über rohe Gewalt. Kann ich da nochmal sagen, das stimmt überhaupt nicht. Sorry, ich muss da schnell die Musik ein bisschen leiser stellen. Die ist ja ultra laut. Das berstet mir fast die Ohren. So. Nein, falsch. So. Der Milo mit seinem Hypno. Ah, super. Ich glaube, wir können aber Spuckball. Der Spuckball können wir, glaube ich. Ja. Das sieht noch geil aus. No. Gott, wie schlecht ist das? Meine Fresse. Und dann... Boah, hey. Gedankengut. Dann nimmt er uns auch nicht mehr so viel ab. Mit der Psycho-Chinese. Nochmal Spukball, komm. Jawohl. Volltreffer. Immer gäbig. Okay, Level 38. Der ist weg. Was? Außerordentlich. Ja, ich würde mal deine Theorie wieder überdenken, du Tobu. Vollidiot. Wichser. Der hat, glaube ich, wieder ein Hypno. Die Moderation führen. Für alle Fälle. Hallo. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Du musst zuerst mal die Genin-Prüfung bestehen. Und dann die Chunin-Prüfung. Und dann musst du noch in Konoha leben und nicht im Pokémon in Kanto. Dann schaffst du es vielleicht. Viel Spaß noch. Jawohl, ich liebe Schreck zurück. Ja, wir machen da natürlich Schnäbi-Catcher. Für alle, die jetzt erst das Let's Play schauen, Schnäbi-Catcher ist Biss. Jetzt bin ich ein bisschen rumtrollen hier. Normales Traumato. Normales Bissattacke. Schreckt sich nochmal zurück. Na, ist auch nicht schlimm. So schwach. Gott. Heute in Schuh bin ich fast gestorben. 8 Stunden Schuh und das etwa bei 35 Grad im Zimmer. Es hat mich fast verbrösmelt. Potz, so Millionen. Kadabra. Sieht noch cool aus hier. No. Nein, ich hasse Reflektor. Jetzt kann ich sein gegnerische Pokémon nicht mal mehr two-hitten. Ja, der hat es auch lesen, erhöhte Verteidigung. Oh, Level 37. Und das heisst, das Traumator wird jetzt auch 4 Biss brauchen, oder vielleicht sogar 3. Mal schauen. Aber kein Two-Hit-Kill mehr. Okay, gleicher Two-Hit-Kill. Reflektor ist für nichts. Eben heute ist der 20. August. Hitzetag in Bern. Natürlich machen wir hier keine Hitze frei. Das wäre ja auch zu fair. Und man wäre ja auch zu nett zu den Schülern, das kann ja nicht sein. Okay, verstanden, wo da die unsichtbaren Spiegel sind. Jetzt nehme ich aber, ich glaube, der hat nämlich keine Psycho-Viecher. Also nehme ich jetzt wieder die Simsala dran.
Hallo. Ah, meine Haare sind weg. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine alte Ninja-Tradition. Eieiei. Du siehst jetzt eher aus wie ein Dompteur, nicht mit einem Ninja. Arbok. Das berühmt schwache Pokémon von der Pokémon-Anime-Serie. Falls die jemand irgendwann mal geschaut hat. Ja, das ist halt das, was die dummen Team Rocket immer hatten. Wo meiner Meinung, ich habe es nicht verstanden, wieso die so schwach machen. Hey. Ich meine, es ist ja nicht mehr spannend. Wenn die kommen, ist jeder Erfolg gekommen. Und immer sind sie nach einem Schlag weg gewesen. Ah. Es ist so schön, wenn bei der Ohr nur der Angriff sinkt und nicht der Spezialangriff. Das ist gar grandios. Kann es sein, dass der wirklich 3 Arbok hat? Das ist ja extrem spannend. Ah nein, noch Sandhammer. Ja, dann setzen wir doch mal Dragoniri. Ich glaube, das kann ich erst auf Level 55 entwickeln. Das wäre etwa so, wenn man bei der Liga ist das so etwa das normale Level. Oder noch ein bisschen höher sogar. Ja, vor allem, ich checken, wieso das jetzt sehr effektiv ist. Eis ist sehr effektiv gegen Boden. Und Sandhammer ist Boden. Das ist das Einzige, das ist das, was ich nie gewusst habe. Das Eis gegen Eis habe ich nie gewusst, was das alles für Effektivität hat. Das ist halt noch so. Vielleicht wichtig. Jetzt muss ich schnell unterbrechen. Wieder zurück und... Okay, wir können hier oben durch und dann... Da, ich wollte einfach alle Trainer machen. Okay, da. Da kann ich... Nein, da. In der roten Edition war das so einfach gewesen. Hallo? Bleib stehen! Frustrieren sich die unsichtbaren Mauern? Nein, man sieht sie. Für alle, die es immer noch nicht kennt haben, weil sie Augenkrebs haben oder so. Das... Nein, die Mauern sind einfach so, also bei denen, es hat ja immer so... Oh Mann, Psychokinesen. Psycho-Albaner. One-Hit. Level up! 39. Wow. Arbok. Ja, eben. Ah, jetzt zeige ich es dir näher. Wenn ich es nicht vergesse. Ah, da ist der Dompteur. Hä? Was? Hä? Ist das wirklich ein Dompteur? Habe ich das so falsch gelesen? Was ist los? Dompteur Henri. Thierry Henry. Wo spielt der jetzt? Ich glaube irgendwo in Kosmetikistan, um ein bisschen Geld zu verdienen. Hallo, Fritzli. Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Keine Ahnung. Fischer und Bauern, glaube ich. Keine Ahnung. No, nicht das Traumato. Traumato. Von dem bin ich immer traumatisiert. So ein geiler Witz gsi. Sie sind sicher alle jetzt tot gelacht. Der war so gut gsi, der Witz. Jetzt, was macht er? Schnell unterbrechen. So, tut mir leid für die Unterbrüche, die wir in letzter Zeit haben. Und den Absturz. Nein, WTF. So. Ja, tut mir leid für die Unterbrüche, die wir in letzter Zeit haben. Oh, der Kobbis. Ja, aber ich finde es besser, wenn ich unterbreche, als wenn plötzlich irgendwie noch irgendjemand reinkommt und noch irgendetwas schwaffelt und dann muss ich es rausschneiden. Finde ich blöd. Lieber unterbrechen. Ein bisschen vorspulen jetzt. Bis da. Na, typisch. Psycho, ja super. Na, nimmt ja Huren wenig ab.
schneller. Hypno, das ist cool. Der Jongleur Reinhard. Ups, schafft's der Arcani noch? Bis... Boah, was ist denn das? Ja, er schafft's nicht mehr. Uiuiui, er schafft's wirklich nicht mehr. Uiuiui. Artyom. So, babam. Surfer. Das erste Mal haben wir den Surfer eingesetzt. Richtig epischer Angriff. Nur schade ist er jetzt so unepisch übergekommen. Aber er sieht so geil aus. Ah ja, ein Trocknungsmau. Mann, das schießt da. So, der Reinhard ist besiegt. Oh, what the fuck? Hallo, ja, durch. Bitte. Da kann man durch. Ja, wie man da sieht, wegen dem Gift sind wir da auch schon recht... Wie sagt man da? Mobiliert, keine Ahnung, wie man dem sagt. Jedenfalls... Du nicht eine Party nicht unterbrechen. Beenden. Ja, ich habe gesagt, kurzer Part, 10 Minuten. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht sagen. Ist halt, weil ich jetzt noch nicht so viel Zeit habe, aber ich gleich aufnehmen. Bla bla bla. Der Part sieht ihr irgendwie... ich sage immer das Datum, etwa 20. August. Ich sehe auch etwa im September vielleicht. Also. Noch kurz Schlusswort. Bitte tut doch auch meine Videos kommentieren. Ich freue mich immer über einen Kommentar, auch wenn es nur ein klein ist. Sonst kommt es mir immer so vor, sagt man nur schnell aus Respekt draufgegangen, geliked und wäre wieder weggegangen. Ich meine, ich könnte mir nicht vorwerfen, es ist Geld geil, weil wir Schweizer können gar nichts verdienen mit YouTube. Also. Ich freue mich einfach. Aber ich mache es ja eh zum Spass. Also. Aber ich habe es gleich gern, wenn man mich bewerten und ja. Wenn es geht, schaut doch auch beim Together mal wieder vorbei. Es sinkt ein bisschen an Popularität, merke ich. Also jetzt vielleicht nicht mehr, aber am 20. August ist immer ist immer nicht wahnsinnig beliebt gewesen. Irgendwie hat es kaum Aufrufe gehabt. Im Moment haben sie weniger nicht so viel Aufrufe. Am 20. August, ich wiederhole. Aber ist ja gleich. Also gut. Bis zum nächsten Mal mit geheilten Pokémon. Euer Simon 12. Tschüss.